Merci, Herr Präsident. Merci an de rapport. Et geht hier um einen Tipp von Societät, die soll d'Entrepreneuriat fördern, und somit auch der Wirtschaft einen Boost geben. Die meisten Parteien haben hatten an ihrem Wahlprogramm etwas über das SRL Simplifié draufstehen. Am CSV-Wahlprogramm stand dran, wir werden eine genaue Analyse der SRL Simplifié durchführen. Et ist auch kein Geheimnis, dass die Chambre de Commerce unter ihrem demolischen Generaldirektor, den Pierre Gramegna, immer darauf gedrückt hat, für ein SRL à 1 Euro an den Gesetzestext zu verankern. Den aktuelle Projet de loi ist inspiriert hauptsächlich belgischen Text und aber auch deutschen Text. An der Belg ist das SRL 2010 angefordert gehen. Aufgrund von dem nicht großen Succès haben sie 2014 den Text substanziell aufgeändert. Modifikationen, die mir auch zum Teil an Eisen Projet de loi überholen. Der Rapport ist auf die Einzeldispositionen angegangen. Ich will das nicht heute rappelieren. Ich weise aber auf eine Reihe berechtigt zugegebener Kritiken von den verschiedenen Institutionen und Organismen hin. Ein belgischen Artikel betreffend die Analyse über der SRL à 1 Euro vom Herrn Edouard Jean Naves und Michel Coipel als intituliert La Société privée à responsabilité limitée Starta, Initiative salutaire au miroir aux alouettes. Am Lützeburger Land vor ein Artikel von Michel Sinner über diese neue Form von Gesellschaft intituliert Geisterbeschwörung mit Laptop. Der Vierdeel ist, dass diese Gesellschaft mit einem Euro kann gründen. Grundidee vom Gesellschaftsrecht ist ja, dass den Patrimoine privé von seinem Patrimoine professionell kann trennen. Wenn die Gesellschaft nicht mehr so gut steht, ja, wenn sie sogar muss an die Faillite gehen, dann der Vierdeel ist dann, dass ein Associé nicht mit seinem Privatvermögen haftet. Geht also ein Entrepreneur, den eine Gesellschaft mit einem Euro gegründet hat, bei einer Bank für eine Prêt zum Beispiel zu kriegen, hat sie okay Kapital an der Gesellschaft, was dann an Garantie kennt gehen. Hier wird also höchstwahrscheinlich darüber rauslaufen, dass Banken als Garantie oder Kaution mindestens einen Teil vom Privatvermögen verlangen. Damit wird dann die Ratio legis von aller Gesellschaft verloren, weil die Grenze zwischen Patrimoine privé und Patrimoine professionell nicht mehr ging. An der Welt haben sie genau diese Erfahrungen gemacht. Diese Kapitalisierung kann auch ein Risikofaktor sein, dem nur wer den Business will machen. Ich erinnere daran, dass heute schon die Applikation sich auf Gesellschaften bezieht, die eine Autorisation de faire le commerce brauchen. Das geht also theoretisch vom Start-up über den Bäcker bis den Entrepreneur. Der Staatsrat teilt das Bedenken. Der SRL à 1 Euro kann durch Ausfälle von einem Formular gegründet werden. Es braucht ihn also keiner, noch der sagt. Der Vierdeel wird gesagt, es geht also mehr sehr gehen. Eben, auch heute kann wenn die Dokumente alle zusammen hat, eine Gesellschaft an einem Dach gründen. Und die Gesellschaft ist nur der Unterschrift beim Notar direkt operationell. Der SRL kann mit einem Euro effektiv mit meiner Käste gegründet gehen, weil kein Notarskasten fallen und noch die Matrikulation meiner Dauer ist, sodass die grosse Modo kann sagen, dass den für ein normal SRL zwischen 12.800 und 13.500 Euro muss rechnen, wogegen den ein SRL Simplifié mit rund 190 Euro kann gründen. An einem der eine Gesellschaft mit einem Euro gründen klingt cool und sexy. Es muss ihn aber wissen, dass wenn ihn sich an so einer Aventur will lancieren, muss ihn einen guten Businessplan haben, sozial Verantwortung bereit sein zu drohen, und sich auf die Beine zu setzen, für sein Business zu developieren. Beratung seitens von Professionellen ist also nicht unwichtig, zumal wenn die Start-up ist, also sich für die erste Kehr an dem Business lanciert. Ich erinnere daran, 12 von den Feiten ist dieses Jahr an die Luft gegangen. Durch den Traum von einer Euro-Gesellschaft lancieren sich vielleicht eine Reihe Leute blauäugig an das Entrepreneuriat. Und da kann der Traum schnell zum Albtraum gehen. Die Chambre des Salariés sowohl wie die Gewerkschaften nun auch ihr Bedenken geäußert, weil sie fährten, dass die Salariés aufgefordert gehen von den Patron, eine SRL simplifiert zu gründen, sodass sie nicht unter dem Statut vom Salariat engagiert gehen, mehr als indépendant. Es ist zu hoffen, und wir wünschen uns alle gut, dass diese neue Projet de loi seinem Ziel gerecht wird.
Aufgrund von all diese Remarken deposieren ich eine Motion, die von Simon Beissel, Franz Fayo, Vivian Loschetter an mir selber unterschrieben ging, wo wir die Regierung darauf auffordern, an 3 Jahren ein Bilan vorzulegen über die Applikation von diesem neuen Gesetz. Herr Präsident, zum Schluss gehe ich nach dem Akkord von der Fraktion. Merci. Merci, Herr Groden. Antwort hört direkt Madame José Lochchef.